wir sind wieder zurück zu einem Battle Report. Hattest du kein Mittagessen? Nein, das ist meine Armee. Ah, okay. Nein, also willkommen wieder zu 1000 Punkte, diesmal 9. Edition. Ja, ein bisschen kompetitiver. Nicht sehr, aber ein bisschen. Also meine Liste hat gerade ein Turnier gewonnen. Wenn ihr sehen wollt, wie das Turnier war wieder in Bern. Hier oben irgendwo ist die Verlinkung. Da. Ich glaube da, ja. Ja, Genau. ist da. Und Ich konnte nicht, ich musste lernen. ich hoffe, du gewinnst dafür die Prüfung oder so. Ja, das hoffe ich auch. Ja, genau. Wir spielen aus dem Chapter Approved Grand Tournament die 23 Forward Push. Genau, 4 Objectives 4. wahrscheinlich. Ja, und so ein bisschen. Ihr kennt's. Ihr werdet es dann sehen. Genau. 1000 Punkte. Ja. Und eben wie gesagt, harte Listen, Ultramarines gegen Chaosritter, die ihr nachher noch sehen werdet. Ja. Genau. Also, was bringst du? Ultras. Also, wir haben ein Patrol. Maneus ist der Warlord, das heißt, ich starte mit 8, die ich dann auch gerade wieder ausgebe. Dann haben wir 10 mal Intercessor mit Bolt Rifle. Einen Primaris Ancient, der für einen Kommandopunkt zu einem Chapter Ancient gemacht wird. Er bekommt das Relic Vox Espiratum, das gibt ihm +3 auf alle Auras. Und sein Relic ist das aus dem Fate and Fury, das in 3 Zoll Obsec gibt und die Obsec haben, bekommen doppeltes Obsec. Dann haben wir weiter in der Lead 6 Aggressoren mit Boltstorm Gauntlets. Dann im Fast Attack haben wir 3 Inceptors und dann noch 3 Eradicators. Und das war's dann auch schon. Man sieht eine Menge Elite-Infanterie. Ja, das war's. Ich würde mal behaupten, ich habe zu wenig Anti-Panzer. Aber das ist auch einfach mal ein Test. Ich würde mehr von denen spielen. Wahrscheinlich würde ich hier 1, 2 rausnehmen und hier 1, 2 und dann nochmal 3 von denen. Aber habe ich noch nicht. Ja, dennoch sehr viel Firepower. Ja. Und doch einigermaßen starke Körper. Ja. Die vor allem Und andere. Fäuste. Ja. Fäuste und Maneras-Laute. Und Kommandopunkte sicher. Und bevor mich hier jemand flamet, dass ich 6 Aggressoren spiele, die werden in 2x3 aufgeteilt. Nein, Aber- ich würde es zusammenbehalten. Ja, kommt drauf an, wenn der Gegner keinen Blast hat, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, gegen meine Thermal Spears bringt sogar etwas. Ja, würden nein, dann die drei- teile ich auf. Ja. Hättest du gerne, Hätte ich wirklich gerne. Ja, nee. 3 Schuss Smelter. Ja. Habe ich nie auf dem Thermal Spear. Immer so 1 oder 2. Ja. Wenn es 3 sind, dann treffe ich einen. Ja, genau, das stimmt. Genau. Ja, dann war's Interessant. das. Ja, dann schauen wir mal, was die Ritter so bringen oder welche Liste das Turnier in Bern gewonnen hat. Genau. Genau, mein Apfel ist weg, den habe ich nämlich verkauft und mir damit 7 Modelle gekauft. Das ist das, was noch übrig ist vom Apfel. Das kommt weg zum Teil des Melters, den ich letztes Mal fortgerührt habe. Sondern du nicht meine Modelle wegwirfst. Wollen wir Maneus? Gib mal. Ja, Nein, also was haben wir hier? Ich spiele Chaos Ritter und wir spielen eine Super Heavy Detachment. bist du sicher, dass du dich Kackritter spielst? Nein, ich will die Guten. Die Schlechten, aber die Guten. Ja. Weil sie gut sind. Ja. Also im Spiel nicht. Also, Lore. was hast du dabei? Genau, also wir fangen mal an mit meinem Warlord. Nein, wir fangen mal an, was ich überhaupt spiele. Was Household. Das Überhousehold spiele ich Iconoclast. Genau so heißt das. Das klingt mir. Iconoclast, ja. Die es nicht kennen. +1 Angriff im Nahkampf, wenn ich gecharged worden bin oder eine heroische Intervention gemacht habe. Und +1 Durchschlag. Und wenn ein Modell flieht ein zusätzliches. Genau. Und als Unterhousehold, also als Custom Household, spiele ich +1 auf die Bewegung. Und ich zähle immer als oberste Bewegungstabelle. Richtig gut, wir haben eine 15er Bewegung nachher. Und wenn ich mehr als die Hälfte der Wunden verloren habe, dann bekomme ich noch einen zusätzlichen Angriff und treffe 1 besser. Im Nahkampf. Genau, im Nahkampf. Ja, und dann der Große, der ist mein Warlord, er ist ein Kerastes Knight Castigator, den ich selbst gebaut habe, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt. Hier nochmal ein Link, da oben oder da oben.
glaube da oben. Da oben. Ja, da, irgendwie da. Wenn du auf dem Bildschirm schaust, da. Etwa so in der Ecke. Etwa hier. Genau, es kommt so ein grauer. Danke für das Anzeigen. Ja. Genau. Rastus Knight Castigator. Der hat das Warlord Trade, dass er Obsec hat und als 10 Modelle gilt. Was Dann nimmst du einmal das Banner mit, damit du mehr Obsec hast und dann zählt der dumme Sack für 10. ja doch, wenn du jetzt 6 Modelle hast. Ja, zählst du für 6 12. Intercessor. Genau. Sonst zähle ich nur so viel wie ich Ja. zähle. Ja, es ist sehr nützlich, weil die Knights sehr wenig sonst mit dem Objectives interagieren, außer den Feind wegpushen davon. Ja. Genau, aber gib mir noch ein wenig Spielraum, um mal etwas wegzunehmen, etwas zu denyen und so. Als Relic hat er die Rune von Natka, so das 5 Rettungswurf im Nahkampf hat und ein zusätzliches Dreadblade Pact noch darf wählen und ein zusätzliches Damnation Pact wählen muss. Genau, und der ist sonst schon eine Dreadblade, das heißt 2 würfel ich zufällig aus und eine wähle ich und die 3 negativen, die wähle ich alle und das sind -1 zum Rennen und Chargen, zuletzt schlagen und wenn ich ein Leben verloren habe, am Ende der Phase auf einer 4+ verliert er ein zusätzliches. Willst du mal deine Vorteile würfeln oder wählst du die auch? Die würfle ich mal, da haben wir die 3 und die 2. Die 3 ist, muss ich nochmal würfeln, ja, gibt eine 2, das heißt er bekommt +3 auf die Bewegung und die 2, da muss ich nachher kurz nachschauen und sein letzter Pakt ist, dass er -1 Rend ignoriert. Das hat er natürlich an meine Liste angepasst, oder? Nein, das ist immer gut, Ich weiß. kann man immer gut gebrauchen. Ja, und die 2 schaue ich nachher noch kurz nach, das sage ich dann, nachdem ich aufgestellt habe. Ja, dann weiter dabei, 2-mal Armiger Helverines mit, nicht Helverines, Warglaves, mit jeweils Melter oben drauf und zu guter, wo ist der? Der Melter ist auf dem falschen, genau. Genau, hier mal sind die 2 Warglaves und hier guter Letzt ein Lightning Lock Moirax mit Double Lightning Lock natürlich. Und wenn ihr fragt, was diese 3 Nörglinge hier machen, die sind noch mein Schwachpunkt an der Liste, die sind nämlich Reservepunkte, die ich noch habe, 55, und die einen Charakter beschwören kann und der einzige Charakter ist hier. Und die beschwören kennen, wissen, dass man stehen bleiben muss dafür. Und, ja, Nicht so gut. genau, aber vielleicht, wenn ich mal im Nahkampf bin oder so, Ja. und nicht raus will, ergibt sich eine Gelegenheit. Ansonsten, ja. Ist halt schwierig, die Punkte vollständig zu füllen, darum sind die dabei. Ja gut, dann Ja, stellen wir auf und kommen wir dann wieder zurück. Also dann. noch kurz die Mission. Ja, Eben Forward Push. Man bekommt 5 Punkte für einen, 5 für 2 und 5 für mehr als der Gegner. Und die missionsspezifische ist, dass man eine Aktion starten kann am Anfang seiner Bewegungsphase. Also die sind schon immer mal einfach mühsam, oder? Wenn man in Reichweite zu einem Objective Marker ist und man bekommt so viele Punkte, je nachdem auf welchem man es macht. Das heißt, auf dem eigenen gibt es 1 Punkt, auf dem näher in der Mitte 2, auf dem näher, also auf dem weiter weg in der Mitte 4 und auf dem gegnerischen gibt es 8 Punkte. Ist halt schon noch viel. ja, Ist halt am Anfang seiner Runde. ja. Und die ist beendet. Sie ist immerhin am Ende seines Zuges beendet. Das heißt, wenn man am Anfang drauf steht, ja, kann man sagen. kann man Zug 1 machen für einen ganzen Punkt. Machen wir. Lohnt sich wahrscheinlich nicht. Nein. Vor allem Aktionen mit Ritteraktionen durchführen immer schwierig. Immerhin können sie machen und sie ist Genau. nicht Infanterie gelockt. Das ist gut. Bist auch nicht Charakter gelockt. Nee. Oder? Mein Bannerträger macht die vielleicht. Ja. Wer weiß. Vielleicht nehme ich die. Genau, nachdem wir aufgestellt haben, sagen wir auch, was wir gewählt haben. Genau. Also dann, let's go. Wir stellen mal auf. Wir haben aufgestellt. Die Knights stehen alle mal schön hier. Die können hinter Obscuring und den kann man schlecht verstecken. Ja. Und dann haben wir hier die Marines.
Was Auch haben wir am hier? Verstecken. Genau, 5 Intercessor, 3 Aggressor, Maneus und nochmal 5 Intercessor. Und 3 Aggressor und die Eradicators. Genau, und für die Secondaries, Willi hat Bring It Down, While We Stand We Fight und Forward, Push Forward, das ist das missionsspezifische. Und ich habe Engage in All Fronts, Grind Them Down und ebenfalls Forward. Ja. Genau, dann noch, schauen wir doch gleich mal, wer beginnen darf oder wer auswählt. Ich habe eine 5. Ich habe eine 3. Dann darfst du anfangen sogar. Nee, das habe ich jetzt schon fast kommen sehen. Dann einfach ein gutes Spiel. Gutes Spiel. Und dann sehen wir uns nach der Bewegungsphase. Also, Aber doch, die laufen hier ein bisschen noch nach vorne, dass sie dann schön noch hinter dem Gelände sind. Maneus geht ein bisschen vor, der Bannerträger. Dann hier sind die Intercessor ins Geländestück aufs Objective raufgelaufen. ja. Also der will noch ein bisschen nach vorne. So. Und dann müssten 2 am Objective dran sein. Und hier drüben sind die Intercessor ein bisschen geschaffelt. Die Eradicators haben die Aktion angefangen von der Mission hier. Gut. Und dann gehen wir schon in die Schussphase und hier schießen wir auf den da mit etwa 3 oder so. Ja. Machen wir gerade live. 3 Schuss. Treffen alle. Ja. Verwunden einmal. -1. Ja. Ne, Haben wir. gut, dann ist mein Zug vorbei. Gut. Und dann kommen wir in Chaos Bewegungsphase Turn 1. Da machst du noch einen Punkt wegen der Action. Die ist ja am Ende deines Zugs vorbei. Gut, Chaos Bewegungsphase Turn 1. Der ist stehen geblieben, damit ich die Nerdlinge da sammeln kann. Er macht halt jetzt nichts, aber muss man halt damit leben. Die sind beide hier nach vorne gegangen, um vielleicht noch ein paar Shots auf das hier, auf das Objective da zu bekommen. Der ist stehen geblieben, macht die Action. Genau. Ja, und dann kommen wir gleich nach der Nahkampfphase zurück. Meiner Schussphase wird nicht sehr viel passieren. Ja, kommen wir nach der Nahkampfphase zurück. Es ist basically fast gar nichts passiert. Ja, die sind nach vorne gegangen, haben 2 in der Schussphase getötet. Er hat sie weggenommen, dass ich nicht durch die Wand chargen kann oder an die Wand. Was aber auch schlecht für mich ist, da er nicht mehr beim Objective ist. Und ja, die stehen jetzt einfach da vorne. Aber ja, der Trupp lebt noch. Die hätten das eh nicht überlebt. Genau. Definitiv nicht. Ja, dann mache ich auch einmal einen Punkt für Forward, weil mein armiger Titan das gemacht hat. Nice. Und Engage gibt's wohl nicht. nein, vermutlich nicht. Okay, gut, dann bist du dran. Ja, Zug 2 von mir. Ja. Ja. Was hat sich bewegt? Hier hinten die Aggressoren sind stehen geblieben und machen hier die Aktion. Die sind ein bisschen nach vorne an die Wand, dass sie den hier sehen, also 2 von ihnen, und der sie nicht sieht. Ja. Dann diesen ein bisschen nach vorne, um auf die da zu schießen. Das ist jetzt irgendwie... Nee, dann... Doch, von da sehen sie die... Ja. Nee, die... Na komm, wir lassen sie. Ah, du bist ja bist du im Gebäude oder nicht? Ich bin im Gebäude. Ne, dann machen wir das so, weil dann können die auf die rausschießen. Ja, aber die 2 siehst du wahrscheinlich nicht. Ne, aber den da Ja, sollte ich den sehen. sind sicher. Ne, dann gehen die einfach ein bisschen hier rein. Ja. Hier ist alles nach vorne. Und hier sind die 3 noch runtergekommen. Und also 2 sind den und alle sind den. Ja, dann kommen wir nach der Schussphase zurück. Ja, genau. Ja, hier hat sich etwas das Feld gelichtet und Jo. zwar sind die beiden Armigers weg. Jo. Und ein Nerdling hat noch 3 Leben verloren. Die Eradicators haben mächtige 9 Schaden gemacht. Ja, Das war Maneus hat richtig gut. mächtige 5 Schaden Maneus gemacht. hat 5 gemacht, ja. Die hatten irgendwie 2 gemacht oder so. Ja, Und die Aggressors haben es dann geregelt. genau. Nein, die haben sogar 6. Die haben 6, Maneus Ah ja, stimmt. 5. Nein, irgendwie so, aber, Ja, aber schon irgendwie ziemlich so. viel. Ja. Jo, mal Ja, schauen. das war gut. Genau. Dann hast du noch Action gemacht oder so? Ja, hier haben die Aggressors die Action gemacht. Das heißt, dafür kriege ich einen Punkt. Ja. Und zweimal für Bring It Down. Ja, gut. Dann kommen wir nach Chaos Bewegung 2 zurück. Genau. Also, wir haben bewegt. Primär haben wir noch 10 Punkte gemacht, weil der hier hinten stand und die Nerdlings halt da. Die machen auch gleich eine Action. Jo. Ja, und der ist nach vorne, der ist nach vorne. Und jetzt versuchen wir mal möglichst viel wegzubekommen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Genau. Also, dann sind wir nach
nach der Charge-Phase gleich zurück. Was denn hier? Nach der Schuss- und Charge-Phase und Nahkampfphase. Genau, am Ende ist der Zug von Chaos 2. Genau, das Ganze hat sich nicht sehr viel gelichtet. Aber schon ein Ich bisschen. habe wieder zurück vom Objective gepusht. Und genau, die Nurglings haben 2 Punkte durch die Action gemacht. Einen Eradicator habe ich getötet und 2 von den Inceptors. Genau. Ja, und mal sehen, wie das weitergeht. Ja, kommen wir zurück nach Imperium-Bewegung des dritten Zugs. Gut, was hast du so bewegt? Aggress ist nach vorne, um die zu töten. Die sind aufs Objective gelaufen, um auf ihn schießen zu können. Dann die sind nach vorne, der ist nach vorne und dann wird ein bisschen geballert. Gut, dann kommen wir am Ende des Zugs zurück und schauen mal, was so passiert ist. Genau. Jo. Gut, Imperium am Ende, nein, das Ende der dritten Runde Imperium. Hier haben wir gekämpft, der Knight hat insgesamt 17 verloren, ist also auf 10 unten. Er hat einen einen Aggressor gekillt und 2 Intercessor. Ja. Und weil der nicht in 3 zum Objective ist, habe ich hier 10 wegen dem Warlord Trade, was mir 15 Punkte gibt. Genau, der hat noch 6 verloren. Aber leider nur 6, der hat so gut gewürfelt. Ja. Aus den letzten 10 Wunden ist nur eine durchgekommen. Ja, da ist er ziemlich lucky. Ja. Genau. Ja, dann starte ich mit 15 primär und dann schauen wir mal, was wir hier noch so erledigen können. Chaos hat sich bewegt, ist rausgegangen, berührt das hier, dass er auch auf die Aggressor da hinten schießen kann. Er ist stehen geblieben, der möchte keine Action machen. Er versucht jetzt noch viel zu töten, mal sehen, wie weit ich noch zurückkomme. Punkte bist du ja erhält. Nur primär, sekundär mache ich sehr wenig. Ja, stimmt. Engage ist nie geschafft. Ja. Genau, mal sehen. Ja. Dann kommen wir nach der Schussphase, nach dem Chaos-Turn zurück. Ja, Ende der Nahkampfphase. Ich habe 0 Schaden gemacht. Doch, ich habe mit ich habe ja euch noch gar nicht gesagt, dass das 2 ist bei den Dread Pact. Das, wenn ich charge, gibt es W3 Mortal Wounds und ein Intercessor ist gestorben. Ja, und einer hat ein Leben verloren. Genau, aber mehr nichts. Ich bin auf eine Wunde. Maneus hat 9 Schaden reingehauen. Ja, und der hat auch noch verloren, weil der gestorben ist in der Schussphase. Und da steht drauf 6 Wunden. Meine Eradicators sind leider verreckt auf dem Objective. Die sind auch weg. Ein bisschen bitter. Ja. Er macht jetzt immerhin 0 Punkte. Primär. Also knapp wieder, aber ja. Ja. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ob er noch zurückkommt. Sollte möglich sein, denke ich. Genau. Also schauen wir da mal schnell. Grind habe ich ja jetzt. Wie viele Einheiten hast du gekriegt? Ich habe die 2 getötet. Ja, das reicht genau. Ja. Weil ich habe Valens getötet gehabt. Ja. Genau, Grind. Immerhin da 3 Punkte. Ja, dann schauen wir mal. Nach meiner Wegsfassung. Genau. So, Ende der Runde 3 von Ultramarines. Runde 4. 4. Stimmt, sie haben den Knight noch umgebracht und Maneus hat einen Charge auf den Armiger geschafft. Mit dem Command Reroll. Genau. Dem Crucial. Ja, jetzt sind den nicht zurückbekommen. Habe ich das 5+ geschafft für den Command-Punkt. Willi hat das ganze Spiel nie den 5+ für den Command-Punkt geschafft. Nee, aus 9, aber den 10. habe ich geschafft und den habe ich gebraucht. Den letzten, den hat er auch gebraucht. Und ja, das hat mir nochmal 5 Punkte gemacht. Ich hätte vielleicht noch etwas Ich hätte nicht noch 8 gemacht da, sondern nur 4 hier. Ja. Und du hättest vielleicht noch den Bannerträger erschossen. Genau. Du hättest den Bannerträger noch erschossen, sehr wahrscheinlich, weil der hat nur noch 2 Leben. Genau, der Knight ist noch explodiert, hat den Bannerträger in 3 Wunden gemacht. Und den Intercessor nur einen. Ja, hat einen Intercessor. Gut, hat nichts gemacht. Genau, das hat nichts. Aber doch, hätte jetzt die Intercessor getötet, der hätte den getötet, hätte ich hier wieder keine Punkte gemacht. Genau. Ja, und Endscore ist 57 für Willi gegen 31 von mir. Genau, und dann kommen wir nachher zurück zur Besprechung. Wo ist mein Apfel? Nein. Den hast du gegessen. Stimmt, den habe ich gegessen. Nein, den habe ich ja getauscht gegen meine Ritter. Gegen deine Ritter. Ja, so, wir sind am Ende vom Spiel. Genau, das ist das zweite Mal, dass die Ultramarines schon meine Liste gesnackt hatten. Ja, wir haben schon mal ein Testspiel gemacht. Da habe ich die andere Variante des Ganzen gespielt, mit nur Fahrzeugen gefüllt. Ja, Ultramarines definitiv Top-Tier, vor allem gegen auch Melee Knights, also die vieles schon binden können, indem sie halt sie berühren. Und Ultramarines sind einfach, ich finde immer noch, sie haben meiner Meinung nach die schlechtesten Stratagems von allen. Von all den Supplements. Außer das eine. Außer so zwei, die einfach gut sind. Ja, Nein, eigentlich 1. Also das. 3 Einheiten dürfen alle freigeben. Nein, das Rauslaufen und Chargen, das ist so gut. Ah ja, das habe ich. Das hat mich bisher fast jedes Spiel... fast alle.
Oder dürfen es sowieso schon. Ja. Nein, aber ja, du hast Nein, eins, das für finde einen ich- Kommandopunkt, eine Einheit, die Doktrin hat, darf rauslaufen, schießen, was du sowieso dürftest, einfach ohne -1. Schon mal geil. Ja. Und du darfst noch auch chargen. Genau, vor allem eben auf Charakter wie Maneos oder Gilliman auf der anderen. Ich setze es eigentlich in jedem Spiel auf Gilman. Ja, Ist einfach saugut. sehr gut, ja. Vor allem jetzt, früher hätte mich das 2 Kommandopunkte gekostet. Weil er damals nicht Na, die Chapter-Taktik hatte. ja. Der durfte ja auch nicht Ja. rauslaufen und schießen. Darf er jetzt immerhin. Genau. Yay. So, was war bei dir sonst noch so gut? Also gut, ja, sind wir ehrlich, die Aggressoren, die sind einfach... Ich liebe sie. Ich nicht. Sie sind so gut im Schießen. Sie Oh, sterben ja. zwar schon, muss man schon sagen. Ich meine, Ja. sie sind verschwunden, als darauf geschossen, geschlagen wurde, geschossen, auch egal. Aber also, sie haben so viele Schüsse. Ja. Das ist ja obszön. Ich meine, Oh, sogar er mit dem ignoriert Minus sein. Gut, die haben nie auf ihn geschossen. Ja, aber trotzdem, die haben die Armigas Die schnell. haben die Amerikas weggeballert. Und dann sind sie einfach auch noch gut im Nahkampf. Definitiv. Die Vor haben allem, im wenn Nahkampf jetzt sicher etwa 10. so wie man es ja gesehen hat, teilweise, wenn die Fäuste auf Schaden 2 gehen, dann wäre der schon früher tot gewesen. Ja, ja, stimmt. Die haben Weil die haben 1, 1, 1, 1, 1, Ja. 1, 1 Hat keine Rolle gespielt. Genau. Dann Ja, die sind wirklich. die Eradicators sind einfach auch gut. Ich muss sagen, ich finde sie nicht so kriminell gut, wie es alle finden, gerade mit den Ja. neuen Melter-Changes, die kommen werden. Aber ich finde sie gut, weil sie sind Ja, billig, Genau. sie machen den Schaden, vor allem wenn man 6, 6 und 3 würfelt. Ja, Man und kann vor allem, sich nicht wenn beschweren. der Gegner noch die falschen Waffen dagegen hat, Ja, sind sie auch noch einigermaßen widerstands. ja, und gerade in Deckung, 2 Rüster wieder Ja, für genau. 2 Leben, ist geil. Ja. Dann der Bannerträger. Ich habe das geklaut von Vanguard Tactics. Der hat das in 2000 Punkte gespielt, was ich jetzt gespielt habe. Der hatte noch mehr Jumpy Dudes. Ja, der hat auch einen Battle Report. Ich Ja. pack den mal in die Beschreibung rein. Der wurde 5. am Vanguard-Turnier da. Genau. Auch ich Ähm, glaube 3 Trupps Eradicators und so. Ja, nein, ich glaube nur doch 3 hat er auch gespielt. Das Banner ist halt, jetzt im Spiel hat es mir nie was gebracht, weil er immer einen Ja. mehr hatte wie ich. Das Aber ist zwar doch noch durch das Schießen halt. Ja, das Schießen genau. natürlich. Nein, das allgemeine Banner Ah, ist ja, immer das gut. Obsec. Aber ja, das Obsec, ich muss sagen, mir gefällt es, weil dann kann man gerade mehr Aggression Ja. spielen und muss nicht immer Intercessor spielen und dann haben wir Genau. doch Obsec. ja, Ist auch auch geil. gegen Horde kann es vielleicht Ja. schon mal hilfreich Oder eben sein. gegen Custodes. Ja, definitiv. Oder gegen Knights, die nicht das Warlord Threat haben. Ja. Oder Relic. Und halt, ja, sind wir ehrlich, Maneos. Der Oh, hat ja. den gekillt, der hat den gekillt, der hat alle gekillt. Ja. Und der hat, das einzige Schaden, den er kassiert hat, sind 5 Mortal Points. Von der Explosion. Aber der genau. hat auch 5 kassiert. Ja, bei mir war es diesmal der große Castigator. Er Der macht eigentlich- einfach schon ziemlich Schaden. Der Einzige, der was gemacht hat. sind Ja, wir ehrlich. in diesem Spiel, ja. Ich habe am Turnier gegen Lück, gegen die Necrons, waren die Armigers die Helden, weil Ja. die haben dort noch so viele Punkte rausgeholt Sie und sind so halt so viel schnell. denied. Ja. Genau, aber diesmal war es der Castigator. Ist halt auch sehr tanky. 27 Wunden in einem, So viel. in einem 1000-Punkte-Spiel ist schon Ich hoffe, der ziemlich bekommt mehr. brutal. So wie alle größeren Ja, wir sind Fahrzeuge. sehr gespannt auf die neuen Meltas und Weil, ich meine, das letzte Mal an dem Turnier, der wir gewinnen, habe ich auch Ultramans gespielt, da habe Ja. ich einen Executioner gespielt. genau, der Battle Report ist auch hier, der Turnier-Report. Aber irgendwie, das ist so, wenn jetzt die Melter plus 2 Schaden und so machen, den muss ich nicht mehr spielen. Mit 16 Leben, der ist auch tot. Alles, was keinen Rettungswurf hat, stirbt noch schneller und auch das mit Rettungswurf ist Stirbt das, was schon durchkommt, schnell. Ja. stirbt auch ziemlich, ja. Darum spiele ich jetzt noch die Knights, sicher bis Oktober. Und dann schauen wir mal, wie es Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem neuen Also ich Codex bleibe und sicher so. bei den Marines. Ich meine, ich spiele sie einfach immer gerne. Ja, Sie sind einfach so, also ich muss aber auch sagen, ich spiele einfach gerne Ultramarines. das stimmt. Ich habe ihre Renamed Characters gern, wie man sieht, ich spiele eigentlich immer entweder Gilliman oder Maneus. Immer. Und ich finde auch, Maneus hat es jetzt gebracht, Ja, würde ich mal sagen. definitiv, In so einer finde ich Liste, auch. die ein bisschen nach vorne will und so. Ja. Die sind Ja. einfach geil. Und ich habe ein paar Aggressionen. Ich habe nur 9, nicht so viel. Ich habe 8 Armigers, also ich meine, Eben, ich meine, das ist viel. Ja, vielleicht können wir euch mal noch die 2000-Punkte-Liste noch zeigen, Ja. wo ich 8 Armigers spiele. die ist mühsam. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder auch Anreize oder... Ja, oder wenn ihr findet, ich spiele scheiße. Ja, das müsst ihr sowieso schreiben. Auch wenn ihr denkt, das Spiel gut, schreibt trotzdem in die Kommentare. Ja, wir haben uns alle gern hier. Genau. Na, jetzt kommen hoffentlich bald wieder mehr Battle Reports, Ja. weil wieder gleich bald die Prüfungen fertig. Noch 10 Tage und dann Ja. ist Freiheit. Eben schon gesagt, den Turnierreport, wo der hier mich 3 Spiele lang durchgecarried hat. Ja. Er ist ebenfalls in der Beschreibung und oben verlinkt. Nice. Ja. Und
Ja. Ihr könnt euch noch auf ein spezielles Video freuen am Ende des Monats, aber... Was gibt's denn Schönes? Ja, das wirst du dann sehen. Überraschung! Habt's gut und dann sieht man sich. Ja, genau. Und sonst, bis bald wieder. Man sieht sich. Oder wir uns. Genau, jetzt hol ich mir den zweiten Apfel. Von mir kriegst du keinen.